versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da ist Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Simones das Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hat in ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unfähig und sprachen:
der 12 einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.
zu ihm. Der ihn verriet und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen ihn und sprach: Zur Vergebung der Sünde.
gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Elber. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sie zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Oh
ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und nahm zu sich Gidron und die 10 Söhne Zebedei und fing an zu trauen und zu sagen. Da sprach Jesus zu ihnen: meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit ihr. Schmerz hielt sie hinter das gequälte Herz. Wie singt es ihn, wie blei sein Angesicht. Das ist die Ursache aller solcher Klagen. Der Richter fühlt ihn vor Gericht, da ist kein Trost, kein Helfer nie.
Zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Gott,
kam und fand sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und ließ sie und ging abermal hin und betete zum 3. Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde bis hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Und als noch redete, siehe, da kam Judas der 12 einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwerten und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: mein Freund, warum bist du gekommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.
das denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des Herrn Priesters Knecht und hieb ihn ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass mir so schickte, mir 12 Lieder